So, servus und habe die Ehre. Hier ist wieder der Viva la Movilusion Podcast und ich bin der Mike und an meiner Seite wie immer der Kani. Hi. Und der Corby. Hola. Und wir reden heute über einen Katastrophen-Horrorfilm vom Alexandre Aja mit dem Titel Crawl. In Crawl geht's um eine Frau, die sucht ihren Vater. Und gerade zu der Zeit ist in Florida Hurricane-Saison. Kommunikation zwischen den beiden ist abgebrochen und sie versucht dann auf eigene Faust ihren Vater zu retten. Was heißt retten? Sie versucht Kontakt zu ihm aufzunehmen und ihn zu Hause zu besuchen. Aber der Vater ist nicht allein zu Hause, denn er hat gefräßige Gesellschaft in Form von Krokodilen. So ist zwar. Wie schaut's aus? Von Weitem ganz entfernt, gell? Gefräßige Freunde hat er im Haus, das stimmt. Und zwar erstmal unten im Keller, wo sich der gute Mann auch befindet, weil er was reparieren möchte. Und die Haley, oder na, wie heißt die? Mein Namensgedächtnis ist total beschissen, deswegen habe ich gesagt, eine Frau. Also der Vater heißt Dave und sie heißt Haley. Ja, genau. Haley. Und sie ist von ihrer Schwester, die heißt Beth, angerufen worden, weil die Beth hat total Angst, weil eben der Hurricane kommt und sie sagt zu Haley, hey, hol mir bitte einen Papa ab, weil nicht, dass der stirbt. Also ich habe jetzt eigentlich die Handlung nur mal zusammengefasst, nur ein bisschen anders. Bravo. Ich gehe jetzt erstmal über auf das, ob man den Film, wie ich den Film finde. Das ist gleich wesentlich interessanter als euer Schmerz. Ich fand ihn cool. Ich mag allgemein die Filme vom Alexandre Aja. Der hat mich bis jetzt noch kein einziges Mal enttäuscht. Auch in dem Film hat er wieder sehr überzeugen können. Er ist nicht so extrem hart, wie seine Filme oftmals sind. Aber er hat doch nicht auf so ein, zwei Szenen verzichten können, bei denen es da ein bisschen kalt und Bugel läuft. Besonders hervorgehoben muss da die Beinszene und die Armszene werden, finde ich. Was ich bei dem Film unschön finde, ist durchgängige CGI oder fast durchgängige CGI von den Krokodile. Wobei er das auch schon erklärt hat, dass es halt mit Animatronics schwer geworden war, auf so engen Raum zu filmen und auch die Art, wie er die Krokodile zeigen wollte, wie sie sich bewegen, von alle Richtungen und so weiter. Er hat gesagt, er hat da aufgrund der Version, die er im Kopf gehabt hat, auf computeranimierte Effekte zurückgreifen müssen, die zu 90% da überzeugt haben, aber manchmal war es einfach so, dass du sagst, na, jetzt war mal ein richtiges Krokodil, kein richtiges, animatronisches Krokodil war mir jetzt nicht richtig gewesen oder von mir aus ein richtiges, ist mir auch wurscht. Ja, wobei, also die Animation von den Krokodilen hat mich überhaupt nicht gestört. Da waren die Hurricane-Szenen teilweise unechter wie die Krokodile. Von dem her, mir hat's null gestört, wie die Animationen waren und mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich war da 88 Minuten lang wunderbar unterhalten. Die Charaktere, die vorkommen, gewinnen tatsächlich an Tiefe, unter anderem deswegen, weil es eben gar nicht lang dauert und sie schon in Todesgefahr schweben, sei es durch den Hurricane oder durch die Alligatoren, die da drin vorkommen in dem Film. Mike, wie hat denn dir gefallen? Sehr gut. Also das ist wieder mal so ein Film gewesen, wo ich sage, ja, das ist genau meins. Also jetzt gehe ich nochmal auf ein CGI-Thema ein. Also ich bin eigentlich der Erste, der was CGI sagelt. Aber mir hat das in dem Film richtig gut gefallen. Und auch für 13 oder 14 Millionen, was das Teil Budget gehabt hat, fand ich das wirklich echt toll, wie die auch die Sturmszenen und das Hochwasser inszeniert haben. Und ja, das war ich richtig positiv überrascht. Und wie man es vom Alexandre Aja kennt, ist die Atmosphäre schön düster. Auch die Protagonisten, wie du schon sagst, die wachsen einem direkt ans Herz, weil es eben auch nachvollziehbare Handlungen vollbringen und nicht irgendein dummer Scheiß die ganze Zeit machen, dass der Film einfach nur in die Länge gezogen wird, unnötig. Also das hat, finde ich, alles Hand und Fuß, was die da unten machen, wie es versuchen, ein Leben zu retten in der Extremsituation. Ich muss sagen, Sie haben es sehr schön erklärt, anhand von dem ganzen Beginn vom Film, weil
man sieht halt dann auch, dass sie an einem Schwimmwettbewerb teilnimmt und eine Profischwimmerin ist. Das heißt, sie kann sich halt dann da auch entsprechend schnell vor den ein oder anderen Alligator dann einmal retten, wenn es halt gerade unter Wasser ist. Genau. Du gehst ja in der Regel immer mit dem Funken Realismus an so Filme ran. Wundert mich, dass du jetzt noch nicht geschimpft hast, Corby. Warum? weil die trotzdem niemals so schnell schwimmen kann, dass der Alligator selbst da nicht nachkommt, weil die, glaube ich, um die 20 bis 30 km/h schwimmen können, die Viecher, und irgendein so ein mehrfacher Gold-Superschwimmer, olympisches Gold-Superschwimmer, glaube ich, ist maximal auf zwischen 6 und 10 km/h. Naja, aber... Völlig unrealistisch. Die war Zauntier. Diese Profischwimmer, die flüchten nicht vor einem Alligator, okay? Ja. Also meinst du, dass es auf einmal einen Schub gibt, dass er dann richtig abgeht? Richtig. Und vor allem dann nicht nur der Adrenalinstoß, so nach dem Motto, ich verreck gleich, sondern auch zusätzlich der Adrenalinstoß, oh fuck, wenn der mich frisst, dann frisst er auf jeden Fall meinen Papp. Okay. Da gibt's dann später Stress mit der Schwester. Ja, stimmt, es gibt nur Jäger, der schwimmen lieber schneller. Genau. Ja, also ja, klar. Selbst das stört mich jetzt natürlich überhaupt nicht. Das war jetzt nur so eine kleine Anekdote auf dem Corby, der ist sonst wieder Ultra-Realist bei seinen Filmen. Ich finde das auch, was ihr gesagt habt, ich finde das vor allem, weil so die Figuren wuchsen einem wirklich ans Herz mit der Zeit. Und umso schlimmer finde ich dann auch, wie es denen die ganze Zeit geht, weil der Film halt wirklich ultimativ schonungslos gegenüber die Figuren ist. Da gibt's keine Gnade, weil es sind nicht einfach gnadenlose Viecher, die Alligatoren, und die haben Hunger, und wenn sie jetzt essen wollen, dann wird halt da einbissen, wo sie gerade erwischt, gell? Und genau so zeigt es eben auch der Film. Da sind einige Szenen dabei, bei denen man gedacht hat, jetzt geh weiter, jetzt lasst es wieder mal in Ruhe. Ich meine, jeder, der zu Hause einen Alligator hat, der weiß ja entsprechend, wie man damit umgeht. Scheinbar haben die Charaktere in dem Film selber noch keine Alligatoren großgezogen oder auch mit denen als Kinder mal gespielt. Drum verhalten sie sich aber manchmal ein bisschen dämlich. Also ich näher mir halt einfach am Alligator nicht, wenn ich mir nicht vorher vorgestellt habe. Das ist durchaus wahr, das hat man schon in einige Dokus auch kennengelernt, wie die so Vorstellrunde läuft mit dem Alligator. Aber hätte einen Haufen Ärger sparen können in dem Film, gell? Ja, richtig. Also das... Was? Wie bitte? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gerade technische Störungen an meinem Mikro gehabt. Ah ja, okay. Was mir bei den Figuren nicht auch taugt, ist eben der Schauspieler, der Barry Pepper, der Vater von ihr. Ich finde den Typen allgemein voll cool. Der wenn in irgendeinem Film mitspielt, dann bin ich schon eher gewillt, dass ich mir anschaue. Auch wenn Szenen sind wie ein Lone Ranger. Wer kann denn den Nachnamen der Schauspielerin vorlesen, nennen? Die Kaya Scodelario. Scodelario? Ja, das ist irgendwo mal sagen. Ja, also ich fand das Schauspiel von ihr auch ziemlich cool. Ich habe sie davor nicht wirklich wahrgenommen. Weiß nicht, habt ihr die Schauspielerin vorher mal gekannt? Nein. Bei Maze Runner war ich auch dabei, weil da hat sogar mit dem Barry Pepper miteinander mitgespielt. Was, die kommt bei Maze Runner vor? Ich hoffe schon, nicht, dass ich jetzt einen Schmarrn verzeiht habe. Aber der Maze Runner ist auch schon wieder so alt, da wird die wahrscheinlich noch um einiges jünger gewesen sein und ein bisschen anders ausgeschaut haben. Da steht sogar, dass sie bei Pirates of the Caribbean mitgespielt hat. Ja, aber das war ja der letzte Teil, der Fluch des, wie heißt der, Salazar. Und der ist an mir vorbeigegangen wie die meisten Träume, und zwar ohne, dass er in Erinnerung bleibt. Was? Sie spielt ja sogar die Hauptrolle. Da schau her. Was? Gleich so wenig in Erinnerung bleibt der Film. Ich weiß nur noch, dass sie ein Haus mitgerissen haben, mehr weiß ich nicht mehr. Naja, aber da muss man dazu ja auch sagen, sie hat in Crawl auf jeden Fall mehr Eindruck hinterlassen wie in Pirates of the Caribbean. Auf jeden Fall. Also mir hat ihr Schauspiel auch gut überzeugt. Also ich muss auch sagen, wir hatten ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich möchte noch mal kurz einhaben, wir hatten ja vorher über The Mac gesprochen, mit tolle der weiße Hai Cameos beziehungsweise Hommagen, haben wir hier auch wieder gehabt. Habt ihr das gesehen? Nö. Na. Die kleine Wackelpuppen, die vorne im Auto drinnen sitzt mit dem Hai, der einen Menschen im Mund hat, soll auch eine weiße Hai-Hommage sein. Sie sind eigentlich mit euch. Ei. Das mag ja der Alexandre Aschau von Haus aus gern. Er killt ja am Anfang von Piranha 3D an Richard Dreyfuss. Stimmt. Das mag er. Und er hat noch eine kleine Hommage drin, und zwar an das Marvel Mastermind Stan Lee, und zwar die 3 Chaoten, die Tankstelle plündern wollen. Die heißen Marv, Stan und Lee. Mensch, was du immer alles mitkriegst. Alter.
Wahnsinn. Was ich wieder zeige aus der Hau, ich bin so froh, dass es Google gibt, sonst kann ich nie so gescheit daherin. Wollen wir vielleicht einmal kurz über das FSK-Rating in diesem Film sprechen? Nein, nicht unbedingt. Können wir gern machen. Wie der Kani schon erwähnt hat, haben wir vorhin über den Mac gesprochen, der ein FSK 12 hat. Und sagen wir mal, wenn man den Haifisch von dem Mac in den Film Crawl aus Versehen durch den Hurricane werfen darf, dann darf er sich auf jeden Fall jetzt erst einmal an sämtlichen Viechern, die er findet, satt fressen. Trotzdem verdienen die Alligatoren ein höheres FSK. Was glaubt ihr, woran liegt das? Ja. Weil der Film um einiges düsterer ist wie der Mac. Der Mac ist ein ganz knallbuntes Popcorn-Kino und der Crawl ist ein ganz humorloser Horrorfilm, sage ich jetzt mal. Also das ist schon eine ganz andere Liga wie ein Mac. Ja, und es, allein, wenn bei jemand es Schienbohr nimmer im Fuß drin ist, wo es hingehört, dann spricht es schon dafür, dass man härteres FSK vergeben muss. Die Leute sagen's. Was die Leute sagen, stimmt immer, gell? Ja. Der Film ist halt wirklich nicht zimperlich und der da wahrscheinlich, also er ist jetzt nicht voll auf zur Selbstinszenierung gewalttätig, sondern das sind halt so Situationen, so du stellst es halt fast vor, wenn es passiert, wenn der Krokodil in den Arm reinbeißt und reißt und dreht sich. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das in einer Tour ein Ekelding nach dem anderen aus der Haut, sondern er hat da seine 2, 3 Spitzen, sag ich jetzt mal, die gut platziert sind und die der ganzen düsteren Ding dann auch noch einen gewissen Schock mit verleihen. Also was war der Film ohne die Atmosphäre und ohne diese Gewaltakte, die Viecher ausüben, dann war es irgendwie 0815 Bullshit, den wir uns wahrscheinlich nicht angeschaut hätten. Na, dann war's Twister. Ja, genau. Ist er ja fast, gerade ohne, dass er Kur rumfliegt. Man muss den Film auch zugute halten, meiner Meinung nach, dass es eigentlich viel zu wenig Krokodil-Horrorfilme gibt. Die, wo es gibt, haben oft extrem gut, wie der Blackwater oder Rogue. Und da reiht sich für mich der Crawl eigentlich recht gut ein, aber gute Krokodil-Horrorfilme scheinen gefühlt alle 10 Jahre mit einer. Und das fand ich ziemlich cool. Ja, da haben wir... Dass wieder mal neues Material kommt. Genau, weil den Blackwater, den habe ich vor kurzem auch das erste Mal angeschaut, der war auch ziemlich stark. Ich meine, da gibt's so, von wann ist er? Ich glaube, ich hab dir heute erst geschrieben, Mike, wegen dem Alligator, der Horror-Alligator aus Anfang der 80er, oder? 80er, ja. Das war einer von meinen ersten Horrorfilmen, als ich klein war. Den habe ich auch noch als sehr gut in Erinnerung. Aber dann war es bei mir schon wieder schön stark mit richtig guten Horror-Alligator-Filme. Der Pool war noch okay, für das, dass er der absolute Low-Budget-Ding war. Ja, und Lake Placid haben wir noch. Genau. Da wird's aber schon eng. Aber dann, ich wollte gerade sagen, die kannst du wahrscheinlich auf maximal 2 Hände abzählen, die richtig coolen Alligator-Seppen. Solange du nur 2 Hände hast. Was bei Crawl nicht durchgehend der Fall ist. Okay, gut. Tatsächlich ist mir das Genre Alligatoren-Filme oder Horrorfilme nicht ganz so geläufig, darum kann ich jetzt da relativ wenig mitreden. Ihr wart beide so begeistert von dem Regisseur. Könnt ihr vielleicht nur ganz kurz darauf eingehen? Ihr habt jetzt vorhin schon gesagt, er hat Piranha-Draht, welche Filme er noch gemacht hat. Also was ich hier sehe, ist Mirrors, ganz ein starker Film. Oh ja, und dann das unglaublich grandiose Remake zu The Hills of Ice, unglaublich gut. Mit dem er halt dann so ziemlich in jedem Kopf vom Horrorfan drinnen war eben High Tension. Ab da hat er auf alle Fälle bei mir und ich glaube bei Mike einen großen Bloß in unsere blutigen Gore-Herzen gekriegt. Definitiv. High Tension geht immer. Und hat auch ganz viel Diskussionsstoff, weil viele streiten darüber, ob jetzt der Schluss Sinn macht oder nicht. Und er hat das eigentlich ganz gut aufgezeigt. Das ist extrem atmosphärisch, extrem blutig und ja, so wie ein geiler Slasher sein muss. Genau. Und eben dann auch, wenn man den Piranha anschaut, also das ist ein Partyfilm sondergleichen, den besprechen wir auf alle Fälle mal extra. Da saufen wir vorher jeder 5, 6 halbe, weil er dann nämlich noch geiler ist. Und der Horns haben wir noch vergessen. Die Buchverfilmung vom Joe Hill, dem Sohn vom Stephen King, die mit dem Daniel Radcliffe, den hat er noch gemacht. Den habe ich noch nicht gesehen, da habe ich jetzt ein erstes Bier gelesen, den werden wir jetzt demnächst mal anschauen, den Film. Der ist stark. Ja, und er ist halt auch zusätzlich, man muss ja sagen, nicht gerade als Regisseur brutal unterwegs, sondern eben auch als Produzent und auch als Schreiberling. Weil produziert hat er ja P2, Schrei im Parkhaus, das fand ich war ein kleiner gemeiner Film. Und auch eben das Maniac Remake, das war richtig übel. Da war er mit am Start und ja, meiner Meinung nach ist, wenn der Kerl irgendwo seine Finger drinnen hat, dann
kannst auf alle Fälle deine Eier drauf verbetten, dass ich vor dem Film sitzen werde und den anschauen. Amen. Gut, dann würde ich sagen, Mike, gibt's nur irgendwas, über das wir reden sollten, oder sollen wir langsam auf unsere Tradition übergehen? Eine kurze Sache hätte ich noch gesagt, und zwar, was ja in der heutigen Zeit sehr modern ist, dass man alles mit extreme Jumpscares versetzt. Das macht der Film nicht. Also er geht sehr sparsam mit dem Ganzen um und setzt eher auf Atmosphäre, als wie auf die ganze Zeit nur Erschreckszenen. Also das finde ich ziemlich cool, wenn das halt nur ein Film macht. Weil das ist nicht mehr selbstverständlich. Also ich wollte gerade sagen, er hat ja auch mit seiner Art von dem Film gut ins Schwarze getroffen, weil du hast schon gesagt, 14 Millionen Budget und am Ende knappe 95 Millionen eingespielt. Das heißt, er hat wieder mal den richtigen Riecher bewiesen, wie man einen guten Alligatoren-Horror rüberbringt, den leider sehen wollen. So schaut's aus. Genau. Zu meinem Fazit, also mir gefällt das eingeschränkte Setting, dem Keller oder allgemein dann auch in dem Haus und was da draus machen. Und ich müsste jetzt bei dem Film echt überlegen, was mir da jetzt nicht gefallen hat, weil wirklich, mir haben die Effekte super gefallen, die Darsteller, die Atmosphäre war cool. Ich mache jetzt da mal einen Querstrich, also das ist so ein Film, der spricht mich voll an, das ist genau meins. Da finde ich jetzt eigentlich auch nichts Schlechtes dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie schaut's denn bei euch zwei aus? Pros und Kontras? Ja, passt, Mike, herzlich cool, dann gehe ich schnell über, was mir gefallen hat. Also mir hat halt gefallen, dass der Film von Alexandre Aja ist und somit ist alles gesagt zu dem Thema, was mir da drauf gefallen hat. Und was mir nicht gefallen hat, ist das anfangs erwähnte CGI. Das ist in dem Fall wirklich jetzt nicht ultra schlecht oder sonst irgendwas, das heißt von mir aus, sondern es ist Nörgeln auf hohem Niveau. Es gab einfach so die ein oder andere Szene, in der ich mir gedacht habe, war jetzt mit einer Puppe geiler gewesen. Dann darf ich noch meinen Senf dazugeben. Was hat mir an dem Film gefallen? Mir hat der gesamte Film auch wegen der Schauspielerin gefallen, wegen der Hayley. Ja, für mich einfach die ganze Zeit eine Situation war, wo man sie aufmerksam verfolgt. Und ich muss sagen, ich habe mir den Film relativ spät angeschaut und habe mir gedacht, naja, scheinbar den Rest vielleicht morgen an, wenn er nicht so gut ist. Aber ich war da wirklich die ganzen 88 Minuten voll dabei, habe die Zeit entsprechend genossen. Was hat mir nicht so gut gefallen, das ist Meckern auf hohem Niveau, und zwar der Schauspieler von ihrem Vater, der Barry Pepper, da hätte ich mir eigentlich eine andere Figur vorgestellt. Also ich war wirklich überrascht, als der dann da in dem Keller sich befand, weil ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie in meinem Kopf eine viel ältere Figur mir vorgestellt habe und das dann irgendwie nicht so richtig passt hat. Aber ja, wie schon gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau und deswegen ist der Film trotzdem gut. Schaut's euch an. Passt, und dann haben wir jetzt zum Schluss, haben wir uns noch was Neues überlegt, an Triple Threat. Es gibt jetzt unsere 3 Ts jetzt mal, und zwar, Corby, sterben Tiere? Ja. Dann Mike, sagt man Titten? Leider nicht. Aber man sagt dafür auch keine männlichen Trompeten. Diese 3 Infos waren uns so wichtig, dass wir eigentlich die zukünftig versuchen, immer gleich am Schluss noch mit zu beantworten. Genau. Und eventuell bauen wir die ab und zu einfach zufällig in die Folgen ein. Also nicht immer nur zum Schluss. Das heißt, ihr müsst euch ja wirklich die Folgen anhören. Aha, echt miese Scheiße für uns. Genau so schaut's aus. Und wenn wir euch dann ausfragen, sagt's nicht, mir hätten wir es eigentlich nicht gesagt. Gibt's nämlich Sackschellen. Also, soviel zum Thema Crawl. Fazit ist, schaut's mir Alexandre Aja-Filme, schaut's mir Krokodil-Horror-Filme und hört euch den besten Podcast der Welt weiter hier an, nämlich uns. Genau, und dann wie immer alles teilen, alles liken, alles kommentieren und unsere Beitler auf Facebook runterladen und als Hintergrund speichern, was man halt alles so tut mit uns. Ganz wichtig, wenn ihr nicht wisst, was ihr Smalltalk-technisch euren Freunden oder Bekannten oder irgendwelchen Menschen auf der Straße erzählen wollt, erzählt denen einfach, wie geil der Podcast ist und was ihr alles für interessante Filmfakten erfahren habt. Denkt an die 3 goldenen Ts. Genau, jetzt habe ich Bock drauf, dass ich einen Podcast von uns hier. Also, ciao.